Hugo, bitte mach das nochmal, das war Gipfel. Gefaltene Hände, Was ist das hier? weinendes Gesicht. Bedank dich mal und ich grüße Patrick Michael. Minus 33 Monate. Leute, die Clipper-Seite trinkt Früchte, Leute. Guck mal, das hat er nur hochgeladen, um Vivipoints zu farmen. Guck mal, er macht sogar Hashtag Vivipoints hier, Digga. Clips.letshugo.tv, Leute, falls ihr selber auch Clips machen wollt und die Chance auf Geld haben wollt, dann fangt gerne an. Wir haben Maxi auf der 1 mit 49 Vivi-Punkten, was geisteskrank ist. Aber man muss sagen, er hat halt schon vorher angefangen, ne? Der hat vorher schon, also der war schon dabei. Aber es haben jetzt viele angefangen. Mal gucken, wie das jetzt in so 2 Wochen aussieht. Bin gespannt, Digga. 5 kalte Sätze, die du als Anime-Fan beherrschen musst. Junge, wer bist du eigentlich? Du redest viel, aber bist nicht mal ein Side-Character. Geh weg, du stehst mir im Weg. Das ist gut, denn das ist mein Ninja-Weg. Kein Wunder, dass du keine Freunde hast. Wenn du Stress willst, sag's mir. Du merkst es noch nicht, aber es hat schon begonnen. Boah, das ist der kalteste. Ich sag, das ist der kalteste. Du bist voll komisch, Naruto-kun. Yare, yare. Nico, Jahre, Nico, ni. Oh mein Gott, oh mein Gott. Oh mein Gott, Digga. Die Wahrheit. Look, they have purple eyes. If you look into an Enderman's eye, they're purple. Can you look at me? Look. He has purple eyes. But the Ender Pearls that they drop are green. What we have learned from this is sometimes they don't drop Ender Pearls at all. So those are the women. But if they do drop Ender Pearls, it's their balls. So they drop Ender Balls. Because their eyes are purple. It's not Ender eyes. Yeah. That's a lesson we learned today. But they're naked. How do you know? Mhm. Okay. Sorry, Leute. Passiert manchmal. Jahre. Nico, ni. Oh mein Gott. 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 Sorry. Was machst du? Sorry, es tut mir leid. Sorry, es ist rausgerutscht, Digga. Ich wusste nicht, was ich... Oh mein Gott. Oh, ist das die Sigma Face gemacht hat? Ja. Meine Fresse, gerade erst reingejoint. Sorry. War denn in Portugal? Bin so wütend. Grüß mich. Thea. Ich heiße nicht Thea. Grüß mich bitte, Thea. Ich heiße nicht Thea, mein Freund. Oh. Wer gewinnt die WM? Das weiß man ja noch nicht. Also, ich vermute mal, die Mannschaft, die am Ende im Finale steht und das Finale gewinnt. Ah, oh mein Gott, Bro. Oh mein Gott. Oh, Bruder. Krass. Digga, Tim Gio ist der Gotti. Er macht das Clip-Game aber besser als du. Bruder, ich hab nicht mal ein Clip-Game gemacht. Und mir wurde Clip-Farm unterstellt. Ja, okay, Leute, dann. Ich bin Tim Gio. Was hast du heute gegessen? Das möchte ich jetzt nicht beantworten. Kannst du mich grüßen, Niklas? Nee, stopp, nicht Niklas, stopp, hör auf, stopp, das geht nicht. Es ist gut, dass wir heute viel Geld einnehmen, denn im Krankenhaus, im Klinikum befindet sich gerade ein kleiner Junge. Dem geht es wirklich, wirklich schlecht. Der wurde nämlich von einem Auto angefahren. Und jeder Euro, der hier heute gespendet wird, geht in die Gerichtskosten, denn ich habe ihn angefahren. Und ich denke einfach, das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, denn wir dürfen nicht zulassen, dass die Kackbratze auch nur einen einzigen Cent aus mir herausquetschen kann. Wenn wir das irgendwie bekämpfen können, dann werden wir alle hier, alles dafür geben, um zu verhindern, ja, dass irgend so ein Furzknoten auch nur an einen Cent meines Influencer-Vermögens rankommt, ja. Er hat danach gefragt, schau mal, wie er gekleidet war.
Schau mal, wie er gekleidet war. Als ich mit 70 durch die 30er-Zone gefahren bin, hat er praktisch danach gefragt. Wie auch immer. Digga, geil. W-Clip, Bro, W-Clip. Hattest du das auch damals? Ja. So nochmal ein Eier kurz, 5 Minuten. Wir gehen einmal ganz kurz in die Garage, räumen einmal da ganz kurz was weg und dann zischen wir. Doch, 5 Minuten, komm jetzt. Oh, Papa. Achso, ey, zieh dir noch alte Sachen an, weil falls sie dreckig werden, dass sie alt sind. Doch, ja, 5 Minuten jetzt. 5 Minuten. Jetzt. So, Mann, wo bleibst du denn? Ja. Hat ganz schön lange gedauert, ne? Ja. So, also, guck mal. Das muss alles einmal raus, weil wir müssen das Auto rausbekommen. So, komm, nicht. Oh, ich fühle aber, Digga. Das hatte ich damals auch. Habe ich schon lang nicht mehr gehabt, aber das hatte ich damals auch. Ist Vivi selbstständig geworden? Hi, ich bin Vivi und ja, ich fange jetzt an zu ranten. Erstmal zu mir. Mein Online-Name ist Vivi. Ich liebe es, Hugo Stream zu schauen. Aber schaue natürlich auch Noriax. Es würde mich freuen, wenn ihr ein Like oder ein Follow da lässt. Weil ich mit diesen Videos mir den Wunsch vom eigenen Computer erfüllen will ab sofort. Kommt jetzt jeden zweiten Tag ein Video. Vivi out. Was eine Scheiße. Hi Leute, ich habe ja gerade Projektwoche und habe heute in der Schule gekocht und so 10 Minuten nachdem wir angefangen haben, habe ich so ein Brummen und Schwindel gespürt und dachte so, bitte, nein, weil immer wenn ich dieses Gefühl habe, gehe ich Knockout. Aber ich versuche einfach weiterzumachen. Dann habe ich, als ich was abwaschen wollte, mir die Hand im Waschbecken verbrannt. Aber danach war der Schwindel zum Glück wieder weg und ja, Vivi out. Wallahi, Bro. Wallahi, Bro. Hast du ihn geschlagen? Hau ihn weg! Tim, hau ihn weg! Tim! Wo ist er? Pass auf, das hatte ich nicht. Ja, ich nehme erstmal dein Zeug. Ich glaube, er ist tot. Ich sag, wer seine... die sind natürlich nicht zusammen. Das ist jetzt... Den Satz, den ich jetzt sage, hat nichts mit diesem Clip zu tun. Die sind nicht zusammen. Aber ich sage, wer seine Freundin in Minecraft nicht beschützen kann, hat es nicht verdient, eine Freundin zu haben. Ihr scheiß Wichser, gebt eure Freundin ab. Ich will auch eine haben. Ihr habt's nicht verdient, okay? Ihr müsst eure Freundin in Minecraft beschützen können. Habt ihr mich verstanden? Sorry. Also hast du es nicht geschafft? Bro, ich hatte noch nicht die Möglichkeit, es zu beweisen, okay? Aber natürlich kann ich das. Kablau, kaboom. Rest in peace, my granny hit the hookah. Ich sag gelb. Klare gelb, Bro. Nicht so deep. Und wenn's Messi gewesen wäre, dann gar keine. Dann kriegt er einen Elfmeter auch noch dazu. Kannst du übersetzen, wer hat wen angeschissen? 2 Todeger an insgesamt 13 blessierte, also de Bilan von enger Scheißerei an der mexikanischen Ruinestadt Teotihuacan. Ein Mann hatte Mensch an der Mittagsstunde, ob der bei Touristen beleifter Pyramide angefangen rundherum sich zu schießen. Und dabei also es hat ein Mann angefangen, bei dieser Pyramide um sich rumzuschießen. Bei einer kanadischen Touristin deutlich verwundet. Und dabei eine kanadische Touristin tödlich verwundet. Und 6 weitere Leute sind durch Schuss blessiert gehen, darin auch gekannt, und 7 Personen haben sich auf der Flucht für den Täter verletzt. Bro, guck mal, es ist richtig ernst und so, aber Digga, wie kann es denn sein, dass schon wieder 6-7 bei so einem Beitrag dabei ist, Digga? Hört mal genau hin. Und 7 Personen haben sich auf der Flucht. 6 weitere Leute sind 6 Leute haben sich verletzt. Durch Schuss blessiert gehen, darin auch gekannt, und 7 Personen und 7 sind geflüchtet oder so. Haben sich auf der Flucht. Gänsehaut, Digga. Gänsehaut. Sorry, guys. Oder ich lasse mir dein Gesicht auf meinen Hintern stechen. Oder irgendwie sowas für die beiden. Dann brauchen wir aber ein Beweisfoto. Zweiter Teil von Tristan. Was sie davon halten und eigentlich auch, was sie von Die Eltern von Mohammed müssen in die Schule, weil er mit den Leuten aus Klasse Dinge tut. dir wollen. Bitte? Jetzt ist die Frage, wie geht's weiter damit? Mandy, es tut mir leid, dass ich das mit Jane gesagt habe. Ja, okay. Wir wollen jetzt nicht nur auf Mohammed einhacken, sondern wie können wir das schaffen, dass das wieder klarkommt hier in der Klasse? Was kann er machen? Was wünscht ihr euch? Dass Mohammed freundlicher zu den anderen ist. Mohammed kann sich bei allen entschuldigen, der die erpresst hat. Wow, Mohammed, was hast du gemacht, Digga? Was hast du gemacht, Mohammed? Das wäre jetzt auch ein Vorschlag. Ich kann ja einen Entschuldigungsbrief schreiben und so. Bewährungsprobe. Nächste Woche fragen wir ab, ob das geklappt hat. Deine Chance jetzt, das wieder gut zu machen. Klassenlehrerin Lisa Bartoleit wird Mohammeds Eltern zum Gespräch bitten. Noch ein zusätzlicher Termin.
Dabei ist die Arbeitsbelastung jetzt schon hoch. Insgesamt gibt es an der Bockmühle knapp 150 Bockmühle? Lehrerstellen. 10 davon sind unbesetzt. Der Lehrermangel trifft die Ja, toter Clip auf jeden Fall. Ich dachte, es wäre viel länger. Schade. Nur weil er so heißt. Geht nicht, Bruder, geht nicht. Was hat er jetzt getan? Er hat Leute erpresst. Ich habe irgendeinen Clip von ihm schon mal gesehen. Irgendwas hat er wirklich gemacht. Hat er auch zugegeben, der Mohammed. Weiß aber nicht. Das kann ich gar nicht ansehen, wenn die Bilder immer so unscharf sind hier. Moin, musste ich leider wegskippen, sorry. Ja. Ist das Robert? Das kann ich gar nicht ansehen, wenn die Bilder immer so unscharf sind hier. Moin, musste ich leider wegskippen, sorry. Das hier. Ich hab das schon gesehen. I snuck into a World Cup game and played. Gänsehaut, Digga. Ach Mann, mein Achi. Ehure, wenn du dieses Video mit 3 Wörtern beschreiben müsstest, welche wären es? Was habe ich euch getan? Habe ich euch irgendwie mal geschubst, dass euch der Joghurt aus dem Rucksack gefallen ist oder so? Habe ich irgendwie mal eure Schwester mal angemacht oder habe ich irgendwie sonst so irgendwie euch mal schief angeguckt, irgendwie mal, keine Ahnung, im ICI? Digga, ich muss mir das Video aber noch anschauen. Ich habe wirklich gar keine Ahnung. Ich weiß nur, dass Bibi ein Video hochgeladen hat und dass er anscheinend ein ist. Aber ich habe mir das Video nicht angeschaut, weil es halt eine Stunde ging, Digga. Und ich hatte jetzt nicht 51 Minuten, hatte jetzt nicht auf einmal so random rumliegen. So, checkt ihr? Ich muss mir das noch anschauen. Ich liebe es. Die Türken. Wow, will be a dream. To Oh be mein Gott, honest, it's World das Cup. hab ich sogar geliked und favorisiert, weil ich das so lustig fand. Bro, das wollte ich dir auch noch zeigen. Jetzt schickt's einfach jemand, Digga. Ich fand das so lustig. Ich hab das im Flugzeug mir angeschaut, wo ich nach Hause geflogen bin. Warte, hier. Wow, will be a dream. To be honest, it's World Cup. It's the most difficult competition in the world. I'm dreaming on that. I know will be tough, will be difficult, but dreaming it's free. If you ask me, Christian, is it a dream to win the World Cup? No, it's not a dream. Yes. I want to finish in the top level. I want to finish with dignity. Doesn't mean that to go USA or Qatar or Dubai, it's not good, but I don't see myself. You wouldn't want that for you? No. Al Nassr forever. The most golden balls in the history of football. I will love it, and I think I deserve. E para fechar, bola de ouro, hoje sabemos que há 3 portugueses. I wanted to reach 1,000 goals. This is for me, it's the most important. I want that. 69 goals to go to the 1,000. Guys, let's enjoy the moment. I'm not follow 1,000. How much has Lionel Messi pushed you to become a better player? I'm pushed to myself. I don't need other players to push myself. We have that battle the last 15 years, which is good. He pushed me and I push him as well. Wow, will be a dream, to be honest. Geil. Ich musste lachen im Flugzeug, als ich das gesehen habe. Ach Mann. Egal, er ist trotzdem ein Gotti. Er ist trotzdem ein Goat. montanablack.de. Zu jeder Bestellung ein Poster, ein handsigniertes Poster, bis zum 8.4. Ja gut, habe ich gesagt, dass man da zuschlagen muss hier bei Frauen? Gut, das habe ich. Was? Bitte schau bis zum Ende, das Video ist Top-Tier-Comedy. Sorry, bro. Thank you. Ihr habt nach der Nein! Das Sorry, Video ist bro. tot. Lässt er einfach 5 Drinks fallen? Ist es das Video? Yeah, I think. My bad. Bro, you playing me, bro? Nah. Oh. My bad. I got it. Yeah, I got it. I got it. Oh. I had like baby oil on my hands before. Like, you want to feel? Nah, I'm good, bro. You want your homeboy to come on and get it, bro? This is gonna sound really weird. We both were using the baby oil. Yeah. Do you have like a? I got it. Yeah, we're good. Yeah. Das ist dumm, Digga. Das ist ein Offstream-Arc. Wie viel ist unendlich? Stell deine Mutter auf eine Waage und du findest es heraus. Linus fragt hier gerade, wie funktioniert die Relativitätstheorie von Isaac Newton? Linus, deine Eltern sind Geschwister. Oh, ich kann nicht direkt wieder Brainrot TikToks. Chill mal ein bisschen. Hey, ich esse gerade Bratwurstbrötchen und schaue deinen Stream. Oh,
Arigato gozaimasu, Faisa itadakimasu. Itadakimasu, Faisa itadakimasu. Jetzt, wo die GOAT-Debatte wieder von Neuem losgeht, muss ich an so eine wholesome Geschichte von Cristiano Ronaldo denken. Es gab mal 2009 eine Frau, die wollte unbedingt zur WM fahren, 2010 in Südafrika, aber das war damals halt auch schon nicht so günstig und sie kam aus sehr ärmlichen Verhältnissen und hat halt einen Post gemacht, dachte, niemand sieht's, aber es hat halt tatsächlich Ronaldo gesehen und der hat gesagt, hey, komm her, ich zahle dir alles von vorne bis hinten und er hat dann halt auch wirklich nicht gespart. Er hat dir den Ultra-Luxus-Trip klar gemacht. Wenn du mehr über diese Geschichte erfahren willst, google einfach Cristiano Ronaldo 2009, Frau 375. Guck mal, okay, ich versuche jetzt hier nicht Ronaldo zu verteidigen, aber weil mich das, wer hatte mir das gesagt damals? Ich glaube, Veni hat mir das letzte Crafting erzählt und da habe ich so gegoogelt. Es gibt, soweit ich gelesen habe, nicht einen richtigen 100% Beweis, dass das in die Richtung geht. Weil es könnte, also einige oder richtig viele sagen, dass diese 300k bezahlt wurden, weil irgendwas Schweigegate, weil mäßig die richtige Mutter von Cristiano Ronaldo Jr. Irgendwie sowas, keine Ahnung. Also man weiß, wenn man das eingeht, kommt da einfach nur, dass Ronaldo irgendwie Schweigegeld bezahlt hat. Aber Schweigegeld für was ist halt die Frage. Was ist das? Okay, wir gucken jetzt rein. Ich habe keine Ahnung, was jetzt auf mich zukommt. Wir gehen rein. I guess. Hugo, wir müssen kurz über etwas sprechen. Letztes Jahr warst du während der Gamescom in einem unserer Restaurants. Nee, Digi, ich weiß nicht, wovon sie reden. Keine Ahnung. Und, naja, das hier ist passiert. Oh Gott, Digga, ich hasse Deutschland.ch. Okay, ganz kurz. Luca hat es schlimmer gemacht, als es ist. Mein Kameramann hat es schlimmer gemacht, als es dann letztendlich war, okay? Ich habe nichts damit zu tun. Keine Sorge, wir haben es nicht persönlich genommen. Eigentlich fanden wir es sogar ganz lustig, denn seitdem bist du trotzdem immer wieder bei uns aufgetaucht. Oh ja. Und oh ja. Genau deshalb haben wir jetzt eine Mission für dich. In Berlin wartet ein verschlossener Container. Darin befindet sich fetter Loot. Wir verraten noch nicht welcher. Aber wir können dir sagen, er hat einen ziemlich weiten Weg hinter sich. Der Loot ist nicht nur für dich, sondern vor allem für deine Community. Oh, okay, okay. Der Haken? Du bekommst die Schlüssel nicht einfach so. Du musst sie dir verdienen. Mit Missionen, mit Köpfchen. Und vielleicht haben wir auch die ein oder andere Hürde für dich vorbereitet. Also Hugo, komm nach Berlin, knack den Container und schalte den Loot für deine Community frei. 29. Juni 2026. In 4 Tagen. 18 Uhr. Mall of Berlin. Die Frage ist nur, nimmst du die Mission an? Cinema, Digga. Cinema. Ja, natürlich, Chat. 29.06.2026. Berlin. Okay? Ihr könnt alle auch kommen. Ich bin froh, dass das jetzt geklappt hat, Digga. McDonald's. Digga, wir haben eine Partnerschaft jetzt mit McDonald's, Digga. Bro, ich gehe gefühlt jede 2 Woche dahin. Gänsehaut, wirklich. Also das hier ist wirklich, ein Kindheitstraum. Also wirklich jetzt. Aber das ist wirklich ein Kindertraum. Und Chat, ihr könnt alle mitkommen und ihr könnt for free auch Sachen da bekommen. 29.06.2026, Berlin. Ich will euch alle sehen, okay? Ich will euch alle sehen. 6 Stunden entfernt. Ja, gut, wenn es zu weit weg ist, dann müsst ihr gucken. Aber falls ihr nicht seid, würde ich mich freuen, wenn ihr kommt. Denn ich werde auch streamen. Und wie gesagt, es wird free Sachen für euch geben. Wir machen dann den IRL-Stream. Bist du auch da? Ja. Ja, ich bin auch da. Also deswegen gehe ich nach Berlin. Es ist in, warte mal, Mall of Berlin, glaube ich. Hier, Mall of Berlin. Mall of Berlin, 29.06.2026. Kommt alle vorbei, Chat. Pass me! Pass me the fucking ball! I was wide fucking open! Why? Why? Oh mein Gott, Chat, das habe ich euch noch gar nicht gesagt. Ich habe ja, als ich mit Coxic zusammen war, habe ich ja ein Portugal-Trikot gekauft in S, ne? Bro, ich komme zu Hause an, mit meinem Portugal-Trikot an. Digga, auf meinem Bett liegt einfach ein Portugal-Trikot.
Ronaldo, meine Mutter hat mein Zimmer aufgeräumt und die hat dann alles aufs Bett gelegt. Digga, und in einer Tüte von Weihnachten lag ein scheiß Ronaldo-Trikot, Digga. Größte L. Oder ich habe einfach zu Weihnachten dieses scheiß Trikot bekommen und ich hab's vergessen, Digga. Ich bin so ein Bastard. Reason ist wie du. Würdest du hier gehen? Wie machen die das denn? Das ist doch AI, oder nicht? Ach so, das ist eine Leinwand. Ich dachte, da kämpfen welche, Digga. Bruder, ich gebe dir zu, das ist alles voll mit Toxic. Bro, what the fuck? Aber ihr könnt nicht immer das hier hochladen. Das geht nicht. Also es macht halt immer Klicks, deswegen ist es scheiße, aber hört auf damit. Es ist unmöglich, Mach mal aktuelle Clips, Digga. hinzufliegen, weil es wegen des Feuers sehr heiß ist. Bruder, wenn ich noch einmal einen Clip sehe, wo ich dieses verfickte Japan-Trikot anhab, ne? Das sind nur Clips von diesem scheiß Japan-Trikot-Kack. Du heute... Zu 2% Albaner! Ich bin zu 2% Albaner! Hä, hat er das schon vorbereitet? Hä, warte mal, steht bei jedem, dass er 2% Albaner ist? Dann wurde ich ja komplett gefickt, Digga. Diesen Typ kennt jeder. Knackiges 7:1 für uns. Aber keiner weiß, wer er eigentlich ist. Zumindest bis heute. Denn ich habe herausgefunden, wie er heißt, was er macht und wie Ja, aber das habe ich ja auch gesehen. Es geht ja nicht um den Typen, es geht ja um den Brasilianer. Es geht ja um den mit dem Brasilien-Trikot. Mein Achi, mein Bratana, mein Bra-Bra, mein, sorry.